Ernst Liewen, ein Podcast von der ASDM. Willkommen bei Ernst Liewen, dem Interview. Heute am November, an der zweiten Folge von Ernst Liewen, habe ich zwei Gäste bei mir. Bei mir am Studio heute sind zwei junge AktivistInnen von Youth for Climate Lützeburg. Ich begrüße Natascha Leppersch. Moin. Moin. Du bist Schülerin von der Deuxième am Viertchen. Genau. Und den Jerry Simon, du bist auf der Premiere am Lycée am Sinde, richtig? Ja, richtig. Moin, der zwei. Moin. Gut, vielleicht könnt ihr einfach mal erklären, was ist eigentlich Youth for Climate? Sieht der die kleine Greta an? Ja, so ein Vergleich. Ja, kann ich so sagen. Also, wir sind wohl durch den Aktivismus von Greta entstanden. Kurz danach, wie alle FFF, also National-FFF an den verschiedenen Ländern entstanden sind wir eben auch halt zu Lützeburg entstanden. Wir kleine Greta sind, ich will nicht so, dass wir kleine Greta sind, wir sind einzelne Menschen. Und Greta repräsentiert ja am Anfang nicht den Klimakampf, und wir repräsentieren auch den Klimakampf. Es ist so, dass wir kleine Greta sind, das ist ja ein witziger Vergleich, aber nicht ganz richtig, gebe ich mal so. Wie wäre das dann der Unterschied zwischen Fridays for Future und Youth for Climate? Geht den aber ja weiter? Am Anfang geht es kein Unterschied, das ist, dass wir den französischen Namen dann benutzt, also Fridays for Future als ganz internationale Organisation. Und da hat dann Frankreich und Belgien sich dann den Namen rausgesucht, Youth for Climate. Und da haben wir einfach dezidiert, den Namen dann auch zu holen, am Platz von Fridays for Future. Weil wir ja nicht mehr Freude streiken, mehr insgesamt, wir sind die Jungen, die für das Klima streiken. Last Jahr, also das Jahr 2019, das war das Jahr für Fridays for Future. Ne? Das hat wie ein Welle über das gebracht, wo jeder überrascht war, wie viele Leute, junge Leute sich mobilisieren, für sozusagen eine Klimapolitik-Arbeit zu feiern. Das Jahr, also das nicht, wenn Corona, wie wir alle wissen. Ist das wirklich eine Pause für den Klimaaktivismus oder wie sieht ihr eigentlich das Jahr im Kontext von den globalen Klimabewegungen? Also ich meine nicht, dass es eine Pause gehen ist, wir müssen einfach anders das aktiv machen. Natürlich, wir sind mehr auf digital, also wir sind mehr auf Social Media gewesen, wie auf der Straße. Wir müssen aber nicht vergessen, dass wir am September 2019, das war letztes Jahr, am Ende vom letzten Jahr, da hatten wir aber 2 riesige Demonstrationen in Lützeburg. Und die haben sich dann, ja klar, Sanitärkrise hat uns ein bisschen so gesagt gebremst, weil wir nicht können auf die Straße gehen, wegen verschiedene Mesuren, aber wir müssen aber trotzdem responsabel bleiben und ein großes Manif zu organisieren. So ist an dem heutigen Moment nicht wirklich responsabel. Wir müssen aber trotzdem probiert, Druck auf Politikerinnen zu machen, und das ist, dass wir Aktionen online gemacht haben. Die ganze Klimabewegung hat sich nicht gestoppt, wir sind einfach anders weitergegangen. Ja, ich gebe so vielleicht gerne frohen. Ich glaube ja, aber zum Beispiel das Jahr ein groß Black Lives Matter Demo. Du hast jetzt froh, hast du Fridays for Future verpasst oder war das einfach nicht im Moment? Also, ich finde am Anfang eine ziemlich passende Gage froh. 2018, 2019 sind, ich weiß nicht, 10.000 bis 15.000 Leute für Klima demonstrieren gegangen. Mit Go war keine Demonstration für Rassismus. Das ist das Anfang Sache von, das kritisch den Term zu benutzen, das ist eine Sache von Trend, von Hype. Am Greta ist eben im ganzen Hype auf Klimaaktivismus kommen, und das ist auch gut, dass die kommen, sondern wir machen eben alles, dass denen so lange wie möglich bestehen bleibt. Melo, mit George Floyd, mit der ganzen Gewalt von der Polizei, mit dem ganzen Rassismus in Amerika ist das eben ein bisschen hier in Europa rübergeschwappt. Und dann ist eben auch ein Trend sozusagen kommen, für gegen Rassismus zu kämpfen. Und das soll doch gar nicht diskreditierend wirken oder so, wenn ich so ein Trend ist, einfach nicht mehr realistisch zu sehen, dass das einfach ein Trend ist, genauso wie Heinz, ich weiß nicht, es ging seit Jahrhunderten geht die Bewegung Punk, aber es gibt irgendwann einen Trend Punk. Also geht es seit Jahrhunderten Kampf gegen Rassismus, mit geht halt irgendwann einen Trend oder so ein neues Abkommen, neues Ableben von dem Kampf gegen Rassismus. Du hast natürlich kritisch am Klimaaktivismus Trends benutzen, weil ich meine, du geht um eine Jahrhundertaufgabe, ja. Die hat ja ganz klare Revendikationen, die sind ganz klar, wenn wir nichts machen, da geht als Gesellschaft an Ketten, ja, dann können wir nicht mehr weiterleben. Wie hat sich dann der Klimaaktivismus in Zeiten von Corona vielleicht auch positiv verändert? Also gibt es Entwicklungen, wo der so, die hat sich emanzipiert oder die sind mehr Wurst gehen als Bewegung?
Also für dich will ich nach Episoden zu der noch viel drin, weil mir kennen oft gesucht, dass man in der Corona-Zeit nicht viel gemacht hat oder wenig gemacht hat, was aber einfach nicht stimmt. Mir kriegte wenig medial Präsenz, aber wir waren am Anfang viel aktiv und mir viel gemacht. Also zum Beispiel haben wir Corona-spezifische Revendikationen rausgebracht, die Parlamentarier und Politikerinnen aber auch Journalistinnen geschickt. Der kriegt aber einfach mir kriegte keine Plattform dafür gebieten. Ja, und dann hatten wir auch einen Online-Streik zum Beispiel, wo man zum Beispiel, 70 bis 80 Leute zusammengebracht tun, über Zoom, und da hat man einen Online-Streik, mit der das auch nicht medial repräsentiert ging. Also wir kriegten da einfach keine Plattform. Stichwort Medien fand ich ganz wichtig, weil froh als was hat eigentlich 2019 die Medialberichterstattung über Fridays for Future für erst ausgemacht, auf für was aus 2020 kein Platz oder bald kein Platz, außer für Corona an den Medien das Jahr. Also ich meine, dazu ist einfach, dass wir waren einfach so viel präsent auf der Straße und ich konnte es einfach so gesagt nicht vergessen, weil wir waren da. Und an Lechlor, als die Sanitärkrise im Vordergrund gerutscht, auch bei den Politikerinnen, geht bald nicht mehr von der Klimakrise geschwatzt. Dazu wollte ich aber sagen, dass wir waren also bei der Rentrée parlementaire, den 13. Oktober, waren wir präsent in der Chambre und wir alle Deputierten an begräst an hinnen dran erinnert, dat Klimakrise nach immer am Vordergrund, also dat Klimakrise nach immer do ist und soll am Vordergrund rutschen. Und da hat mir dann ein Banner an, op dem Banner stung dat Politiker sich für Klimaneutralität ersetzen und so gesagt in kleine Versprechen hallen, weil sie dann drinnen gegangen sind. Und du hatte mir aber schon trotzdem eine Medienpräsenz, und wir waren auf Medien ein bisschen überall, gebe ich mal so, auf allen Plattformen, wenn wir aber irgendwie sie gesehen. Und das ist einfach, du merkst, wenn wir sur place da sind, dann kriegen wir einfach eine große Medienpräsenz, weil sie einfach nicht weggucken können. Wenn wir online sehen, da ist es ganz einfach drauf zu klicken. Und da wenn sie also wichtig, gleichzeitig auf der Straße zu sehen, ohne müssen, so viele Tausende von Leuten, und wir waren da mit Plakaten und da kriegt man einfach als Message, als Message als relativ gut rüberkommen, gebe ich mal so sagen. Ja, also ich gebe, also von der Sorte von Medien, da gebe ich die letzte Medien so, weil weltweit das natürlich immer anders, dass die amerikanischen Medien, die berichten anders über den Klimakampf, weil die letzte Beispiel. Und du meinst, dass die schon kann so, dass man sehr geholfen, mir nicht drauf gemacht oder mir beleidigt, also das ist einfach nicht der Fall zu letzte Beispiel, und das ist auch richtig gut. Also Klimawandel ist am Moment so präsent, wenn es all die Katastrophen, wenn es den ganzen Kampf, also dat den mengen omnipräsent an de Medien ass nimmen, also gett je deestellech vun irgendwelche Brand, vun irgendwelchen Forschungen und so weiter geschwartet ich das Ukom an der Gesellschaft. Nimmen heinz do, also kann den am Anfang so, dat eise Kampf net immer oder eis Abecht die mir verlechten net immer ganz repräsentiert gin gëtt. Zum Beispiel eben die Online-Demonstrationen, zum Beispiel die spezifisch Corona-Revendikationen, die mir rausbricht hun. Das ist am Anfang ein bisschen schuld, weil kennt ihr auch so einen aktivistischen Journalismus gehen. Also ich meine, ich gesehen nicht einfach so ein bisschen an der Pflicht von den Journalisten, das auch zu berichten. Für Präsenz oder für Attention darauf zu bringen. Also über Klimajournalismus hatte ich schon letzten Monat geschwärzt mit Nicola Henken, der hat climb.online kurz, also den Klimablog, den echten zu Lützeburg, den so gut. Und da habe ich ganz viel mit ihm geschwärzt über was eigentlich aktivistischer Journalismus, ne? Weil du gehst ja auch durchaus eben, du gehst ja auch Kritik drunter. Was mich noch interessieren, als dir so, die fand ich eigentlich gut repräsentiert in den Medien. Du fällt mir aber schon ab, dass es heinst du auch Artikel gehen. Ich erinnere mich an einen Artikel am Lützburger Land vom letzten Jahr, wo eben Drachtung, dass zum Beispiel No Fridays for Future gehen dann dieselbe Leute an das Shoppingcenter City Concord kaufen für 5 Euro ein Jeans, trinken bei Starbucks einen Kaffee, die nicht Fairtrade ist, an einen Plastikbecher. Die Hypokrisie geht ja gerne von gewissen Leuten abgegriffen. Wie reagiert ihr darüber? Ja, also ich gebe einfach so, dass das fundamental die falsch froh ist, was Aktivisten nur einem Streik oder was generellen Aktivisten möchten. Ich meine, das ist einfach wirklich fundamental falsch froh. Und die geht auch ausgenutzt von den Politikern, also Politikerinnen benutzen das für ein bisschen vom Thema aufzulenken. Die fundamentale Punkt ist, das
soviel Leute demonstriere gegangen sind, und das ist egal, ob sie nur an McDonald's gegangen sind oder so. Der sprangende Punkt ist, dass das Politiker nicht machen, an auch nur den großen Demonstrationen nicht gemacht haben, oder nicht Konsequentes gemacht haben, weil sie machen ja scheinheilige Sachen, nicht konsequent genug, an jeden Fall nicht so, dass ich nur halt etwas ändern. Das heißt, für mich ist das einfach eine Taktik, für vom Thema aufzulenken. Auch dass, ich weiß nicht, ganz viele Klimaaktivisten in Deutschland gesagt haben, ja, die muss an die Schule gehen. Das ist nicht froh. Und froh ist, für was sie überhaupt auf die Straße gehen. Und sie gehen auf die Straße, weil etwas einfach falsch läuft. Und nicht, da gehen die Leute nicht seriös geholt. Wenn ihn den Argument bringt, dann hält die Schüler, die Aktivisten, dann hält den alles einfach nicht seriös. Und das ist am Anfang nicht richtig. Auf den Punkt auch, dass insgesamt ja klar aus den individuellen Verbrauch wichtig, aber es soll aber von der Politik kommen, von Urwen Ruf, so gesagt, weil wir gehen auf die Straße, da kommen wir von innen rauf und da sollen Politikerinnen uns dann auch lauschen und auf dem Punkt klar bewirkt den individuellen Verbrauch einen kleinen Anteil von all den Erdgasemissionen, aber insgesamt muss es aber von der Politik raufkommen. Ja, also du kannst auch einfach, also wissenschaftlich kann ich da einfach ruhen, kann ich so ein 2/3, also ich weiß leider nicht mehr genau wie viel, das sind kleinen Anteil von den Emissionen, die man als Individuum hat, wo die kontrollierbar ist. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich mache meine Heizung aus, ich esse vegan und so weiter, dann habe ich meine Emissionen. Es sind aber so viele Emissionen, wo wir überhaupt keine Kontrolle darüber haben. Industrie oder so, genau. Transport. Also wir können genauso gut mit dem Velo, mit dem Bus, mit dem Zug fahren, aber es könnte am Anfang davon heraus, dass die Kohlenindustrie den ganzen großen Anteil von den Prozent Emotionen ausmischt. Ich verstehe die Argumentation, an froh hast du trotzdem eben Symbolpolitik immer. Ne? Politik möchte viel Symbolpolitik, aber wie weit also eben noch bei jungen Aktivisten einen gewissen Hypokrisie oder eben noch Symbol, wenn ihr seht, ich will de Velo, auf der anderen Seite geht neben der McDonald's oder lesen sich von älteren Alldach mit dem SUV an Schule bringen, sind da die falschen Bilder, die du revendikieren, die du gewesen gehen, oder wie gehen eben du mal da dass es eine gewisse natürliche Hypokrisie gibt? Ja, also ich meine, dass an unserer Gesellschaft Hypokrisie, also es kann nicht hypokritisch sein. Und das einfach aus dem verschiedenen Grund, das hängt davon ab, wie ein Aktivismus auslädt oder wie ein Werte in den Fokus lädt, dann dreht sich das ganz anders aus. Wenn ihr seht, ich will, ein gutes Beispiel ist einfach Plastik an Bio. Am Supermarché. Kann entweder an den Supermarché gehen und kauft den Bio und das oft am Plastik oder kauft den ohne Plastik, aber dann ist es oft nicht Bio. Das heißt, hängt davon ab, einfach wo ihn den Fokus drauf legt und dann, ich meine, es gibt nicht mehr die falsche Entscheidung sozusagen. Das heißt, es kann ihn nicht ganz also ethisch gut leben. Wer den immer irgendwelche Kleider haben, die am Bangladesch produziert sind, wer den immer irgendwo Giers haben, wer den immer irgendwo Giers haben, wo nicht richtig Produkte dran sind, die nicht regional sind, nicht lokal, und wo man Flieger kommen sind, das ist nicht auszuschließen. Den Dingen ist einfach, dass es nicht darum geht, ob den Individuum zu setzen, mit der Politik, die etwas muss machen. Und darüber können wir auch nicht machen. Das ist einfach nicht richtig, dass es kein Schwur gibt am Supermarché, der den nicht ethisch korrekt ankaufen kann, weil das einfach nicht von der Politik gefordert wird. Zum Beispiel auch, ich meine, ein gutes Beispiel ist die kommenden Autofestival, den hast du gleich. Du auch für mich ist den einfach fehl am Platz und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das ist nicht mehr richtig, dass irgendwie Reklam für Auto gemacht wird, weil das nicht mehr Zeit von Auto, weil die Autos produzieren nur prüfbar einfach zu viele Emissionen oder die meisten Autos und auch elektrische Autos, das ist auch ein kritisches Thema. Das ist einfach die Produktion von den Autos, die schon so viele Emissionen, wo dafür ist es falsch, irgendwie durch Reklam zu machen und Leute darüber hinzudrängen, Autos zu kaufen. Das ist einfach falsch. Und da muss die Politik ergreifen, für zu sagen, das kann einfach nicht gemacht gehen. Es kann kein Greenwashing mehr von
von den Industrien gemacht gehen, da muss man angreifen, da muss man Limitationen setzen, da muss angegriffen gehen von der Politik. Für einen Moment, als der Film Eng Erd von Tom Allerge rauskommt, schön dir noch gesehen. Ja. Das geht ja ein bisschen auch an als Diskussion über eben zu so einer, wie weit kann ich selber eine Änderung machen, weil an dem Film ja lauter Beispiele gewesen von kleinen Initiativen, lokalen Initiativen. Wo sind Limiten davon? Wie fand der so einen Film, den praktisch nicht mehr positiv Beispiele weist? Fand der den irgendwie ein bisschen naiv oder so, da das genau das, was Leute brauchen, viel motiviert zu gehen, viel zu merken, ich kann auch etwas an meinem Leben ändern? Also ich meine, dass naiv gebe ich nicht mengen, weil ich meine, wenn die Leute merken, es gibt so viele verschiedene Initiativen, wo ich kann auch selber dabei drohen an Teilholen, dann merken sie auch, dass du den Besoin hast und dass von Lobemol so viele Leute, ob die dort verschiedene Initiativen dann sich engagieren und du Kaffee gehen, dann merkt Politik auch, okay, du hast aber auch einen Wandel, dass sie müssen, du hast anderen an durch Initiativen wie der toten Krämertopmerksamkeit von als ganz Gesellschaft, weil durch auch so ein Film, da merken Leute, wow, es gibt so viel heute Sitzburg, wo sie noch nie hören haben, an für den Individuumverbrauch klar, als du bisschen du drin ein bisschen mehr gepusht, mehr von mir den Individuumverbrauch einfach so hey springen an so Initiativen, die dann dem Film gewesen gehen, da merkt Politik auch okay, du hast ein Demand dafür und du können mir auch vielleicht ein Marché dafür abmachen, den dann groß geht. Also gesagt, durch Initiativen als dann ein bisschen, also möchte einfach Druck auf Politik für zu weisen, dass so Initiativen auch können groß gehen und nicht just kleine Initiativen gehen mit großen Initiativen an der Zukunft. Für mich hat der Film ja auch eine klare Message, weil die letzten 10 Minuten geht ja über Fridays for Future gewesen. Und das war ja bewusst für zu weisen vom Lokalen, ob eben das global politisch, dass eben Politik muss agieren, dass es Limite gibt von dem, was Leute individuell können machen. Das ist ja auch für mich eine klare Message vom Film gewirrscht. Ja, also ich gehe nicht du am Anfang rasch, das ist ein immens motivierender und inspirierender Film. Und ich fand, das wäre immens gut, in Land der Schulen zu weisen, für da drin einen Aufschwung von Klimaaktivismus kennt. Trotzdem will ich aber so, dass es ohne Diskussion ein guter Film und das immens inspirierend, so wie ich schon gesagt habe, aber dass trotzdem es fehlt, meiner Meinung nach, an politische Handlung an dem Film, weil es ist gut, dass all die Leute Initiativen machen und das auch unterstützenswert. Trotzdem, also da war immer ein Marsch für Politiker, so scheinheilig Aktionen zu machen, da so okay, dann unterstützt man die Initiative und dann haben wir genug gemacht für das Jahr und das aber falsch, da zu denken. Und ich meine, du darfst noch nicht von Wasch gucken, du musst ihren Druck erheben und Politiker. Und dafür fand ich den ganz guten Film, aber trotzdem hat ihn mehr Weise kennt, dass Politiker einfach nicht immens viel machen und dass du politisches Engagement einfach gefordert hast, weil ohne das politische Engagement gäbe es keine Veränderung. Also ich meine insgesamt aus der Film genug Anfang für eine Diskussion aufzubauen, was von der Politik gefordert wird und wie wir das dann erreichen können. Das ist ein Anfang für dann können insgesamt Druck auf Politik machen. Wir sind schon bald am Ende von diesem Interview und da gebe ich gerne eine Schlagzeile vom Lützebauer Land vom 29. Oktober von diesem Jahr zitieren. Und da fragt den Autor, wann ist eigentlich wieder Freitag? Wann ist denn ein Fridays for Future? Mengt ihr, dass ihr nach 15.000 Leute mobilisieren könnt? Hast du überhaupt ein Ziel oder gibt da so ein tut sich weiterentwickelt? Also ich meine wirklich, also ich bin ein bisschen pessimistisch, was Online-Demonstrationen angeht. Also wohl geht das Medium und das ist auch ein gutes Medium an Seiten, wo ich einfach nicht auf die Straße gehen kann. Aber ich meine, das ist aber kein Ersatz für eine physische Straßendemonstration. Und ich meine, dass der Pouvoir oder die Macht einfach nicht so groß ist, wenn in online demonstriert. Das heißt, also bitte wird wohl sehen, so eine Demonstration zu organisieren, aber dass durch 15.000 Leute auf die Straße gehen, hängt eben ein bisschen von dem Trend auf, ob du so einen Ausschwung könnt oder nicht. Was ich auch noch voll so ist, ich meine nicht, dass Corona schuld ist, dass ob einmal oder dass immer kontinuierlich Männer
Leute heute Lützeburg mal auf die Straße gehen. Ich meine, das wirklich nicht um Corona singen soll. Das wäre nämlich ein bisschen zu billig Excuse. Ich meine, dass das einfach darunter leidet, dass schon von nicht direkt der Grund für was das so ist, aber ich meine nicht, dass das der Corona-Krise. Ich meine noch auf den Punkt, dass wir bleiben noch immer aktiv, wir machen noch immer kleine Aktionen, aber ich meine, wir müssen auch realistisch bleiben und responsabel an 15.000 Leute momentan an das Sanitärkrise wäre nicht vielleicht optimal. Klar geben wir gerne um Schoß gehen, wir planen Sachen, die aber weiterhin müssen weiter geregelt gehen, wenn wir das momentan nicht machen können. Wir können am Voraus nicht gesehen. Da probieren wir durch Online-Aktionen, durch Social Media dann weiter die Jugend heute zu informieren, was davon geschieht, weil das mittlerweile leider gesund ein bisschen am Hintergrund geregelt gehen. Und ich meine, hängt doch dabei, dass wir heute nicht Konsequenzen am Alltag leben. Klar, merken wir, dass mir warm geht, aber am Alltag merken wir die Konsequenzen nicht. Und wenn es ganz einfach die Klimakrise zu vergessen, so gesagt. Und wir probieren dann halt durch Social Media, durch wir noch einen Podcast, den wir da probieren, noch die Leute mal auf den Weg zu gehen, was am Anfang Klimakrise ist und wie Klimaaktivismus am Anfang heute weitergeht. Da muss ich euch natürlich froh, wer ein Podcast heißt, bessere Klammersalat. Also Podcast heißt Climate Hotline Radio Ara. Könnt nicht gerade so regelmäßig raus, aber sind 2 Sendungen rauskommen an die Last Promate. Super. Zum Aufschluss nach 2 Fragen, die ich immer stelle, meinen Gast. Die echt ist, was will der auf 5 Jahren nicht mehr müssen erklären? Okay, das ist gerade ein interessant vor aus dem Grund, weil 5 Jahre kann ja sich alles andere an insgesamt kann noch gar nicht geändert gehen. Und ich meine, auf 5 Jahre gebe ich gerne, also du wäre mir dann an 2025 und du meine ich will nicht mehr erklären, dass wir am Anfang an einer Klimakrise sind, weil momentan, also wir nennen das seit Jahren einfach eine Klimakrise. Viele Leute sehen das noch immer als ein Kampf gegen den Klimawandel. Wir am Anfang sind wir in einer Krise und ich gebe gerne auf 5 Jahren, wir müssen erklären, dass wir in einer Krise sind und das einfach ein Fakt ist, dass die Leute merken, okay, heute muss etwas geändert gehen und wir nicht mehr ganz viele Jahre für das zu ändern. Jarius, du hast nicht? Ja, ich überlege gerade, sind aber gerade nicht, ob etwas Gutes kommt. Also ich will am liebsten, dass man in einer Welt leben, wo sich viel geändert, also wir haben anfangen nach 8 oder 9 oder während auslädt, Jahre für etwas fundamental zu ändern. Das ist in den nächsten 5 Jahren muss wohl etwas geändert tun, dass wir, da wird man wohl eine Apokalypse ähnlich Zukunft tun. Aber was ich nicht will, Nein, erklären, ja, ich fand dem Natascha sein Punkt mit der Krise am Anfang ganz gut. Ich meine, was am Anfang wichtig ist, dass in 5 Jahren unerkannt hat, die Veränderung von der Politik muss ausgehen und dass die sich auch verpflichtet fühlen, etwas zu machen. Ja, ich meine. An die allerletzte Frage ist, an einem Monat darf man ja alle gut am Tram bis auf die Gare fahren. Da stellt euch vor, den François Bausch gibt just für Climate Frauen für den Tram für eine Woche zu beschriften mit einem großen Panno. Was gibt er da drauf schreiben? Also ich meine, da wird als echt Forderung Klimaneutralität bis 2030. Da ist als Forderung seit dem Aufwand gewirrscht und das ist wirklich also ein Punkt, wo wir wollen erreichen, dass an 10 Jahren soll Klimaneutralität erreicht also dass Lützeburg soll Klimaneutralität erreicht tun. Das ist sicher ein Thema für eine Weitersendung, weil eigentlich Klimaneutralität ist, wie du das rechnet auch die ganzen Klimaausgaben. Du beschäftigst mich das Ganze schon in einer anderen Folge von Anne Schlieven. Bei mir heute im Studio waren Natascha Lepage und der Jerry Simon von Youth for Climate Lützeburg. Merci, dass du hier warst. Vielmals merci. Merci auch. Aber bei mir im Studio ist wie immer für die Agenda nach Dan Müller vom City. Moin an. Moin, Cedric. Mal an, ich will nicht, diesen Monat kann ich viel rausgehen.
für den Moment noch. Wir wissen aber nicht, wie sich das noch so entwickelt. Mir der Tisch, du hast noch einen Tipp, wo ich kann etwas machen. Mir versichern nicht aber mit einem Tipp für draußen zu gehen, und zwar an Kino. Und da läuft ja am Moment die Dokumentation über Greta, an den heißt da I Am Greta. Und da kann ich so ein bisschen die Geschichte an den Weg vom Greta kennenlernen, an seine Motivation, an was es schon so alles gemacht hat, wie er dann 2018 den Klimastreik da angefangen hat. Also ein Dokumentarfilm? Dokumentarfilm, den Greta auf seinem Weg begleitet. Jo. Und meinst du, dass ich da es für Leute, die dem Greta favorabel entgegenstehen, oder dass da doch für Leute, die so ein Greta gibt, auf den Sack? Voilà, ich meine, wenn er sich schon eine Meinung gemacht hat, dann ändert den Film nicht mehr. Okay, gut, da passt du gut zu diesem Thema. Und ich gehe davon aus, das war das Einzige, was du hast für den Bausen, oder? Ganz genau, den gibt dann am Utopia zu gesehen. Und wenn ihn dann doch ist, da gibt da bannen bleiben, wenn wir aber noch einen Film gucken wollen, da kann ihn auf Netflix gehen. Und du lebt Alive on Our Planet von David Attenborough. Ah, okay, also auch ein Dokumentarfilm? Ganz genau, und das ist auch so über das ganze Leben. Und muss ihn so, und den Herr ist schon 93 Jahre alt, und den hat schon einiges erlebt an seinem Leben. Nur das zu erzählen, Den ja? hat viel zu erzählen, und voilà, den hat sich ja auch schon seit Jahrzehnten für die Natur umgesetzt, und das macht ihn auch noch einen Kehr an diesem Film. Okay, also für die kein Netflix haben, soweit ich weiß, aus der Bibliothek, das City ist noch immer ab, oder? Jo, und wir gucken auch, dass den so lange wie möglich abbleibt. An klar kann den Lunch kommen, kann sich Bücher lehnen, und vielleicht ein gut Werk zu dem Thema vom Podcast Haut, als dann vom Naomi Klein sing letztes Buch On Fire. Also Naomi Klein ist ja eine kanadische Schriftstellerin, schon 20 Jahre bekannt. Und hat viel Preise gewonnen für seine Bücher über Genau. Klimaschutz und wie die Welt sich verändert. Und du siehst, das Lehrbuch, das aus On Fire, oder wie? Ganz genau, und da geht es um den Green New Deal. Den ist ja das Programm da an den USA für wirklich etwas gegen die Klimakrise zu machen. Und du lädt jetzt ein paar gute Gründe, wie ein Green New Deal muss aussehen, für wirklich etwas zu ändern. Gut, das hast du mir gesehen, das ist entweder im Utopia, ob Netflix oder bei der in der Bibliothek. Ganz genau. Gut, merci, bis nächsten Monat an. Adi. Das war es für diesen Monat von meiner Seite. Anne Schliefe wird produziert von ASTERM und Zusammenarbeit mit Radio ARA an dem Klimabündnis Lützeburg. Ihr könnt die aktuell Folge auch immer auf der Website von Radio ARA lauschen und rufen. Ihr findet uns auch auf Spotify an andere gängige Podcatcherinnen. Und dann lost also auch gerne eine Bewertung. ASTERM findet ihr auch auf Facebook und Instagram und natürlich an astherm.lu. Fragen und Kommentare zur aktuellen Sendung könnt ihr gerne richten und podcast@astherm.lu. Mein Name ist Cedric Reichel, merci für den Zuhören und bis die nächste Kehr. Und denkt drunter, think global, act local.